So, hallo zusammen. Ich bin heute draussen unterwegs, und zwar im Soldtal, im schönen Berner Oberland, bei Escheried. Ja, und es ist Ende Oktober, genauer gesagt Halloween, 31. Oktober, aber ich will heute nicht Geister fotografieren, sondern die wunderschöne Herbstlandschaft. Ich habe verschiedene Sachen im Rucksack dabei, weil der Plan ist noch nicht ganz klar. Ursprünglich wollte ich eigentlich Drohnenfotos machen vom Soldbach mit den schönen farbigen Blättern von den Bäumen, aber es hat angefangen zu regnen, ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Und ja, mal schauen, was passiert. Es hat auch noch ein bisschen geluftet. Ob wirklich Drohnenwetter ist heute, weiss ich noch nicht so genau. Aber ich habe es sicher mal dabei. Ebenfalls dabei habe ich 24-70er Objektiv. Ich würde gerne sicher auch von unten ein paar Fotos machen mit dem Bach und den farbigen Bäumen. Vielleicht sogar Langzeitbelichtungen mit dem fließenden Wasser. Und so ein bisschen als Notlösung habe ich auch noch dabei das Makroobjektiv. Weil jetzt gerade, wenn es nass ist, wäre sicher der Boden eben schön nass, gibt so ein bisschen Glanz drin. Vielleicht finden wir noch ein paar Pilze, wo man etwas machen könnte. Ich habe auch noch eine Taschenlampe dabei, und für die ein bisschen zu beleuchten. Und mal schauen, was ich schlussendlich finde. Genau. Viel Spass beim Zuschauen. So, ich bin mittlerweile unterwegs. Runter zum Soldbach, ins Soldtal. Und ich habe euch schon ein paar Sachen erzählt, die ich heute dabei habe und vorhabe. Etwas habe ich aber noch nicht gesagt. Wenn ihr hier hinten an meinen Rucksack schaut, seht ihr, da hängt auf der Seite eine Tasche. Und zwar hat die Firma K&F Concept, auf gut Berndeutsch KOF Concept, mit mir Kontakt aufgenommen. Soweit ich das verstanden habe, ist das eine asiatische Firma, von China, glaube ich. Das Päckchen ist immer von Hongkong gekommen. Und hat gefragt, ob ich interessiert wäre, etwas von ihnen zu testen und ein Film dazu zu machen. Und ich habe gefunden, ja, das ist doch spannend. Ich habe ein Stativ ausgewählt, das ihr eben hier hinten in der Tasche seht. Und das habe ich heute dabei. Und ich werde das bei meinen heutigen Fotoprojekten und Ideen gerade probieren auszupacken und zu brauchen. Ich habe es wirklich noch nie gebraucht. Das heisst, wir werden auch merken, wie gäbig es zum ersten Mal brauchen ist. Ob es funktioniert und selbsterklärend ist. Und ja, vielleicht ist es ja etwas, wenn jemand von euch auch noch irgendwie ein Stativ braucht. Und ich finde, es sei brauchbar. Dann gibt es unten in der Videobeschreibung auch noch einen kleinen Rabattcode. Genau, aber jetzt schauen wir zuerst mal, ob das überhaupt für etwas ist. So, da wären wir. Ich hoffe, ihr versteht mich. Die Bäche sind zwar wunderschön zum Fotografieren, aber sie rauschen. Und wahrscheinlich hört man das im Hintergrund, darum bin ich jetzt vom Bach ein bisschen weg. In den Wald hinein. Ich bin jetzt hier im Soldtal und habe jetzt hier die Tasche dabei mit dem neuen Stativ drin. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist mal das Plastik weggenommen. Sonst habe ich eigentlich das Stativ noch gar nicht in den Fingern gehabt. Gut, in dieser Tasche haben wir einmal Stativ mit Stativkopf. Was ebenfalls noch drin wäre, ist ein Bändel, das ich anmachen könnte, hier an der Tasche oder direkt im Stativ, und eine kleine Anleitung. Da jetzt mal davon aus, die brauchen wir nicht. So, Tasche weg. Genau. Das Stativ tue ich so auf, dass ich es eigentlich verdreht aufklappe. Ich habe eine Mittelsäule, und damit das Stativ natürlich stabil wird, denke ich, müssen wir hier drehen. Ja, genau, an diesem grossen schönen Ring. Dann können wir unsere Mittelsäule hier versorgen, dann wird die ganze Sache stabil. Ich kann das Stativ, wenn das richtig ist, sehr gross machen. Über 2 Meter. Und zwar haben wir hier so Drehverschlüsse, die ich aufdrehen und wieder zu machen. Genau. Das ist eigentlich das Prinzip. Und wir können hier wirklich, wenn ich noch zuklappe und das mit allen Beinen mache, komme ich hier auf eine extrem gute Höhe. Komme ich ein bisschen näher. Der ganze Stativkopf hat von mir aus gesehen einen grossen Vorteil, wenn man das will. Und zwar kann ich Folgendes machen. Ich kann das hier wieder aufdrehen. Nein, das war gerade der falsch gewesen. Ihr seht wirklich, hey, ich habe es noch nicht im Griff. Mal, es war eben doch richtig gewesen. Nein, das ist nicht richtig gewesen. So, genau. So, jetzt, an diesem Stativkopf hier seht ihr, das Ganze hat 2 Kugeln. Und das ist, wenn man das will, von mir aus gesehen ein Vorteil.
wenn man nicht einfach ein einfaches Stativ will. Und zwar kann ich Folgendes machen. Ich kann hier die ganze Geschichte rausdrehen und kippen. Das heisst, ich kann das Stativ auch so aufstellen. Jetzt bin ich natürlich zu gross da unterwegs. Dass ich meine Kamera auf der Seite her tun und zum Beispiel gegen oben fotografieren kann. Wenn wir dann irgendwo noch ein schönes Bild sehen oder so, dann zeige ich euch noch, wie das dann in echt funktioniert. Oder ich kann die ganze Geschichte sogar auch umdrehen, das funktioniert aber nicht hier. Das zeige ich euch dann ebenfalls noch, wenn wir es brauchen. Aber das ist ja mal so, eben, wir können das ausfahren, kippen, auch in verschiedene Positionen bringen hier. So wäre es auch nicht so stabil, aber beispielsweise hier in der Waagerechten können wir gegen oben fotografieren und haben dann immer noch vorne den Kugelkopf, den wir einstellen können. Das macht eigentlich relativ einen stabilen und gut laufenden Eindruck. Ich habe hier auch Einstellung, dass ich rund drehen kann. Das ist alles machbar. Ich kann hier wieder zurückgehen. Genau. Das ist mal sicher etwas, was ich jetzt noch gäbig finde, wenn man nicht genau weiss, was man machen will. Wird das natürlich ein bisschen komplizierter, wenn ich mehr Funktionen habe. Aber es hat immer alles Vor- und Nachteile. Das ist sicher ein Stativ, wo ich ein bisschen alles machen kann. Gewicht finde ich sehr angenehm, ist nicht so gross. Es wird halt durch die vielen Funktionen ein bisschen kompliziert. Wenn ich es eben zusammenstellen will, muss ich hier wieder aufmachen, aufstellen und nachher da mit diesen Häkchen kann ich die Beine umdrehen. So. Voilà. Und kann es nachher relativ klein. Ihr seht, das ist noch neu, wieder einpacken. Das ist die Grösse, die ihr habt, wenn ihr es am kleinsten zusammentut. Also es ist sicher nicht ein Mini-Stativ, es hat eine gewisse Grösse. Ich kann es aber extrem hoch machen. Ich habe sehr viele verschiedene Funktionen. Das ist immer die Frage, brauche ich das oder nicht. Will ich einfach nur ein Stativ, das klein, leicht und kompakt ist, dann ist das sicher das Falsche. Wenn ich etwas will für alle Varianten, könnte es durchaus eine Variante sein. Aber wir schauen dann gerade, wie es sich bewährt. So, regnet jetzt immer noch. Darum bin ich ein bisschen an Schermen geflüchtet. Aber gleichzeitig für ein erstes Fazit, für das Stativ, dreckig ist es schon. Genau, also mir denkt, funktioniert gut für Landschaftssachen wie jetzt hier der Bach. Wo ich noch ein bisschen Mühe habe, sind hier die Hebel, die gehen noch relativ schwer, aber die ganze Geschichte ist neu. Ich habe es wirklich das erste Mal in den Fingern, da muss man sich immer dran gewöhnen. Es hat sehr viele Schräubchen und Sachen, auch da am Anfang bräuchte ihr 100% zuerst die falschen. Also wenn ihr ein einfaches Stativ sucht oder auf Eingriff, aufstellen, Tag, fertig, dann ist das sicher das Falsche. Wenn ihr aber etwas sucht, wo ihr einfach alles damit machen könnt, kann das durchaus eine Option sein. Ist vom Preis her sicher, für was es kann, bezahlbar. Ich finde es wirklich auch recht stabil. Man kann es, wie gesagt, sehr hoch rausfahren.
Auch hier die Kreise, das ist alles ein bisschen Gewohnheitssache, ob man es gerne hat oder nicht. Was ich jetzt gerne noch machen möchte, ist, ich würde wirklich gerne noch ein bisschen Makrosachen fotografieren. Und für das würde ich eigentlich gerne die Mittelsäule umdrehen. Und das sollte eigentlich gehen. Und zwar glaube ich, indem dass wir hier den Haken abschrauben, wenn es richtig ist. Wie gesagt, ich habe nicht geübt vorher. So, das Ding kann man wegschrauben hier. Das sollte funktionieren, da kommt es. Genau. So, jetzt lösen wir hier. Und dann können wir das Teil rausnehmen, umdrehen. Voilà. Und diesen Weg wieder rein. Was wir jetzt machen können, ist natürlich, wir können jetzt die Kamera unten dran tun und kommen extrem nach am Boden. Und das möchte ich jetzt gerne ausnutzen und mal schauen, ob ich da in der Nähe irgendwo noch ein paar spannende Pilzchen oder Blätter oder sonst etwas Interessantes finden. Und so kommen wir natürlich wirklich extrem nach am Boden mit dieser ganzen Geschichte mit der Kamera hier unten dran. Das wollte ich jetzt probieren. So, dann haben wir doch die ersten paar Pilze. Jetzt ist genau eben der Punkt, wenn ich jetzt auf dem Stativ oben bin, hier würde es gehen, weil ich bin ein bisschen unten. Aber wenn wirklich die Pilze am Boden sind und es hier flach ist, komme ich mit der Kamera fast nicht auf die Höhe. Und die Pilze sehen ja vor allem interessant aus, wenn ich ein bisschen unten rauf fotografiere, dass ich die Lamellen sehe. Und das kann ich jetzt eben machen, indem ich hier meine Kamera verkehrt an das Stativ dran tue. Und dann kann ich wirklich meinen Winkel hier völlig frei wählen, kann eben auch mal von unten fotografieren. Das ist ein kleiner Fuhr, das ist klar. Was sicher gäbiger wäre, wenn ihr einen Winkel, einen L-Winkel an eurer Kamera habt, dann könnt ihr nämlich die Kamera auch hier umdrehen und seht, was ihr macht. So müsst ihr ein bisschen basteln, aber das Prinzip funktioniert. So, drehen da noch ein bisschen. Und was natürlich hier so ein bisschen der Nachteil ist, ihr seht die Knöpfe nicht. Aber ihr könnt ja eigentlich die ganzen Einstellungen wirklich vorher machen. Hier an die Einstellrädchen kommt ihr eigentlich wunderbar dazu. So. Voilà. Und dann machen wir doch hier mal das erste Testbild. Also, was mache ich jetzt? Ich tue mein Bild absichtlich ganz deutlich unterbelichten. Genau, dann sind wir noch den Abdrückknopf finden. Und dann hier mal manuellen Fokus. Gut, das ist einfacher. Das ist ein Bild hier. Schön den Rand auf den Hut. Und dann scharf stellen. So, gut, das Bild ist scharf. Wunderbar. Dann ist mein Knopf. Und wir machen mal das erste Bild. Ich tue noch eine kleine Verzögerung rein. 2 Sekunden Selbstauslöser. Und jetzt ist die ganze Geschichte da eigentlich ein bisschen dunkel. Was wir jetzt machen, die Taschenlampe holen. Die Bilder von oben beleuchten und dann die 2 Bilder am Computer zusammenbasteln. Probieren wir mal. Und wie ich von diesem Bild dann schlussendlich zum Resultat komme, was so aussieht, das erkläre ich euch in einem anderen Video, damit das hier nicht zu lang wird, und tue euch gerne mein Resultat oben verlinken. Ja, gut funktioniert. Wie gesagt, es ist ein bisschen mühsam, die Kamera steht auf dem Kopf, ich muss wirklich keinen Winkel dran tun, dass es gäbiger wird, oder halt alle Einstellungen vorher machen und dann ist die Kamera dran. Das ist sicher auch nicht etwas, was ich jeden Tag brauche. Aber wenn ich mal sehr nah am Boden muss und gleich ein Stativ will, ist das eine Option. Es geht, ob ich es brauche oder nicht, ich kann. So, jetzt wenn ich das Teil hier gerade schon draussen habe, kommen wir noch zum letzten Punkt. Es sollte nämlich auch möglich sein, aus diesem 3-Bein-Stativ ein 1-Bein-Stativ zu machen. Und zwar ist hier an einem Bein ist das angeschrieben. Das kann man einfach rausschrauben und jetzt hier dran tun. So, und jetzt habe ich etwas, was ich nämlich schon ein paar Mal überlegt habe, ob ich es nicht kaufen will. Ein Einbeinstativ. Wo brauche ich das? Zum Beispiel bei Sportsachen könnte es durchaus manchmal ein Punkt sein. Wenn ich zum Beispiel irgendetwas habe, was sich bewegt, eben Sportler,
Ich will aber gleich eine gewisse Stabilität, dann bin ich hier eigentlich ruhig, kann aber trotzdem nicht bewegen. Und das habe ich hier in einem. Da kann ich einfach wegschrauben. Ich kann so auf eine sehr grosse Höhe verlängern. Also für einen Krökel wie mich völlig unnötig. Ja, brauche ich gar nicht. Dann muss er noch ein bisschen wachsen und das passiert wahrscheinlich in diesem Leben nicht. Also hier bin ich total happy. Ich kann ebenfalls hier sogar noch umdrehen, wenn ich will. Weitere Funktion, die ich habe, integriert in einem Stativ. Ja, was soll ich sagen? Erster Versuch. Ich finde wirklich, das Stativ kann unglaublich viel. Das ist ein Vor-, aber kann auch ein Nachteil sein. Wenn ihr jetzt der Typ seid, der sagt, ich tue lieber eigentlich, ich will einfach ein Stativ zum Herstellen und fertig, dann ist es nicht für uns. Wenn ihr aber sagt, ich brauche viele verschiedene Sachen und ich will nicht 3, 4 verschiedene Stative kaufen, dann ist es durchaus eine Option. Für den Preis, den es hat, kann das Teil unglaublich viel. Das ist wirklich bezahlbar, es kostet nicht 500 Stutz. Das kann man zahlen, finde ich. Für das kann es sehr viel. Für das finde ich eigentlich auch die Bearbeitung jetzt auf den ersten Blick wirklich in Ordnung. Es ist gäbig zum Bedienen. Es hat halt einfach sehr viele Knöpfe und Schräubchen. Da muss ich mich ein bisschen daran gewöhnen. Aber durchaus eine Option. Noch einmal, wenn ihr interessiert seid, das mal anzuschauen, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen kleinen Rabattcode. Schaut es an, finde ich durchaus eine Option, wenn ihr ein neues Stativ braucht, das wirklich eierlegende Wollmilchsau ist. Wenn ihr sagt, nein, ich will einfach ein einfaches aufstellen und nichts mehr dran machen, dann ist das sicher keine Option. Ich muss sicher noch ein bisschen mehr brauchen und euch dann nochmal nach den nächsten paar Versuchen sagen, ob ich immer noch zufrieden bin oder nicht. Aber der erste Eindruck, wie gesagt, ist eigentlich gut. Durchaus etwas, was ich nicht schaffen kann. Merci fürs Zuschauen und viel Spass beim Fotografieren. So, zurück. Ist klar, jetzt hört es regnen. Die Geschichte mit der Drohne ist nichts geworden, aber ja, es wäre jetzt natürlich super. Aber mein Sohn kommt jetzt von der Schule und hat sicher Hunger auf ein Zvieri. Und da wollen wir nicht warten. Genau, ich sehe rein wie ein Schweinchen. Es war sehr sumpfig, hat aber richtig Spass gemacht. Es wird sich auch lohnen, die Hose in die Wäsche zu tun und die Schuhe zu putzen. Ja genau, ich hoffe, es war spannend, mir zuzuschauen, wenn ich mit dem neuen Stativ mich herumgeplagt habe. Aber nein, spannende Sache. Und ich hoffe, es hat vor allem vom Bach ein paar schöne Bilder gegeben. Und die gehe ich jetzt heim anschauen. Genau. Und euch, wenn es auch das Vieri gibt, wünsche ich einen guten. Und wenn nicht, dann sonst einfach eine gute Zeit.